Ja, Shalom, liebe Geschwister. Ich grüße euch im Namen Jesus Christus. Und zwar, ich wollte heute ein Thema besprechen, was immer wieder angesprochen wird. Es geht um Jesus Christus natürlich immer wieder. Den Herrn, alle Ehre, Jesus Christus ist Gott. Ich preise den Herrn Jesus Christus und das können wir auch heute, werde ich auch heute dieser Thema besprechen. Es geht ja darum, dass viele Muslime mehrmals sagen, wo steht geschrieben in der Bibel, dass Jesus Christus Gott ist. Das ist ja klar, wir wollen ja nicht die Menschen einfach ohne Antwort lassen. Dann die Bibel sagt klar und deutlich, dass Jesus Christus Gott ist und wir beziehen uns auf den Wort Gottes, die Bibel, dass die Bibel wahrhaftig auch Gottes Wort ist, dass Jesus Christus der wahrhaftige Gott ist. Wir geben Jesus Christus die Ehre, weil er Gott ist und wir können nicht aus uns selber irgendwas sagen, sei denn wir legen das aus dem Wort Gottes aus und das Wort gibt sich selbst die Zeugnis und das ist ja das Wort aus dem Heiligen Geist inspiriert. Die Bibel ist ja Gottes Wort und jetzt wollen wir heute auch dieses Thema besprechen, das wirklich sehr wichtig für mich, dass viele Menschen erkennen, dass Jesus nicht irgendein Prophet ist, wie die Muslime sagen. Sonst Jesus Christus wäre nicht allmächtig und wäre auch nicht, er konnte auch sein Leben nicht für uns geben. Denn Jesus Christus ist Gott und der ist der perfekte Lamm Gottes, der für die Sünder gestorben ist. Ja, mein Lieber, ich werde heute aus dem Prophet Jesaja, wir fangen mit der Prophet Jesaja an. In Jesaja zum Beispiel sagt Jesus Christus, dass er wirklich Gott ist, also im Alten Testament. Der Prophet Jesaja hat gelebt vor Jesus Christus. Bevor Jesus Christus kommt auf die Erde als Mensch geboren, war der Prophet Jesaja 750 Jahre vor Jesus Christus auf die Erde. Davor hat er gelebt und hat dann prophezeit über den kommenden Jesus Christus und dass Jesus Christus wirklich auch Gott ist. Wir finden immer wieder, dass im Alten Testament, wir werden auch erstmal aus dem Alten Testament auch zitieren, dass Jesus Christus wirklich der wahrhaftige Gott ist. Also ich möchte heute aus dem Koran auch manche Verse oder auch manche Suren, wie die auch den Muslimen sagen, und auch vor allem aus dem Namen Allah die 99 beziehen, dass auch dort Jesus Christus diese Eigenschaften, was Jesus Christus hier sagt, dass er wirklich Gott ist, auch sogar durch euer Koran kann ich euch widerlegen, dass Jesus Christus wirklich Gott ist. Mein lieber Muslim, hört ihr ganz genau zu, was ich hier aus dem Wort Gottes zitiere und auch wiederum aus dem Koran, dass Jesus wirklich Gott ist. In Jesaja 44,6 sagt, so spricht der Herr, der König Israel und sein Erlöser, der Herr der Herrscherin. Also wir sehen das klar und deutlich, dass so spricht der Herr, der König Israel und sein Erlöser. Wer ist der Erlöser? Jesus Christus. Der Herr der Herrscherin. Ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Also er sagt, ich bin der Erste und ich bin der Letzte und außer mir gibt es keinen Gott. Also hier ist klar und deutlich gibt Gott durch sein Wort, durch den Prophet Jesaja zu erkennen, dass keinen Gott außer Yahweh gibt und dass er der Erste und der Letzte ist. Und wir finden auch im Koran, zum Beispiel 99 Namen Allahs, gibt es auch, dass Allah sich selber auf diesen Namen bezieht, dass er der Letzte und der Erste ist. Also wie kann das sein, wenn Gott selbst im Alten Testament sagt, ich bin der Erste und der Letzte und wiederum Allah mit dieses Namen sich betitelt und sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Zum Beispiel im Namen Allah 99 bezieht sich Allah auf dieser Namen Al-Awwal wal-Akhir. Auf Arabisch sagt er Al-Awwal wal-Akhir. Der Erste und der Letzte sagt Allah selbst, dass er einer von diesen Eigenschaften, dieser Namen auch sich darauf bezieht. Zum Beispiel, wenn wir diesen Namen, wir haben ja vorhin gelesen, dass Jesaja 44,6 sagt Gott selbst, ich bin der Erste und der Letzte. Und Allah selbst sagt auch in seinem Namen, wo er sich betitelt mit 99 Namen, ich bin der Erste und der Letzte, als Al-Awwal wal-Akhir. Und jetzt kommen wir gleich auch zu den Herrn Jesus Christus, was er sagt im Neuen Testament. Wir gehen jetzt zum Neuen Testament, was Jesus Christus selber sagt. In Offenbarung 22, Vers 13 und 16. Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesendet, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Also sagt Jesus Christus in Offenbarung 22, Vers 16, ich bin der Erste und ich bin der Letzte. Wer kann dieser Name sich darauf beziehen? Wer kann sich mit dieser Namen betiteln? Nur Gott allein gebührt die Ehre und Gott allein gibt sich dieser Name und kein Engel, kein Prophet kann sich mit dieser Namen betiteln, außer Gott allein, mein Lieber. Wenn Allah selbst als Awwal und Akhir sagt, ich bin der Erste und Letzte, und wenn Gott im Alten Testament bei Prophet Jesaja schon angefangen, ich bin der Erste und Letzte, und Jesus Christus in Offenbarung 22, Vers 6 sagt, ich bin der Erste und der Letzte, Alpha und Omega,
dann ist dieser Jesus Christus wahrhaftig Gott, mein Lieber. Du musst wirklich dir Gedanken darüber machen, wer ist dieser Jesus Christus? Warum betitelt er sich mit dieser Namen? Wir finden das noch mehrere Sachen im Koran oder in der Bibel, dass Jesus wirklich Gott ist. Also ich beziehe mich gar nicht auf den Koran. Für mich ist der Koran nicht die Wahrheit. Ich beziehe mich vollkommen auf das Wort Gottes, die Bibel. Das ist das Wort Gottes, die Kraft des Heiligen Geistes, was inspiriert wurde. Für mich ist aber, damit ihr Muslim wisset, dass Jesus Christus allein Gott ist, mein Lieber. Du kannst dich nicht ausreden und sagen, Jesus war nur ein Prophet. Denn ein Prophet kann nicht die Wahrheit sein. Wir kommen gleich zu diesem Wort, die Wahrheit. 99 Namen nennt sich Allah. Einer von diesen Namen sagt er Al-Haq, die Wahrheit. Al-Haq. Also wenn Allah sagt, ich bin die Wahrheit. Al-Haq. Anahu Al-Haq. Und Jesus Christus wiederum bezieht die auch wiederum Jesus auf dieser Name. In Johannes 14,6. Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit. Anahu Al-Tariq wal-Haq. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Am Ende dieser Worte, Jesus Christus. Und das Leben, Al-Haya. Das Leben, Al-Haya. Wenn Jesus sagt, ich bin das Leben und die Wahrheit und der Weg. Welchen Weg? Weg der Ewigkeit. Weg des Lebens. Weg, dass der Mensch nach seinem Sterben, wenn er gestorben ist und seinen Körper verlassen hat, dass in Ewigkeit in Reich Gottes kommt, mein Lieber. Nicht irgendein Weg, sondern Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und das Vers geht noch weiter. Und niemand kommt zum Vater außer durch mich, sagt Jesus Christus. Also sagt Jesus Christus, und Allah hat auch betitelt sie auch mit dieser Name, nicht nur Al-Haq, die Wahrheit, sondern er nennt sich auch Al-Hayat, das Leben. Und Jesus sagt, ich bin das Leben. Also wenn du wirklich glaubst, dass Allah die Wahrheit ist und das Leben, dann musst du auch glauben, was Jesus Christus sagt, mein Lieber. Denn Jesus Christus sagt klar und deutlich, wer er ist. Hier sehen wir, dass Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn Allah sagt, ich bin die Wahrheit, und wenn Jesus sagt, ich bin die Wahrheit, dann muss Jesus Christus identisch sein mit dieser Wahrheit. Dass er der ewige Gott ist, mein Lieber. Und keiner außer ihm. Du kannst dich nicht irgendein Name sag ich mal, andachten oder für dich selbst irgendein Name täuschen und sagen, ich bin die Wahrheit. Nein. Dann niemand kann sich mit dieser Namen betiteln. Nur Gott allein. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit und das Leben. Die Wahrheit und das Leben bezieht die klar und deutlich auf Gott. Und Gott ist die Wahrheit, mein Lieber. Wiederum, es gibt auch einen anderen Namen, wo Allah sich bezieht, das Licht. Und auf Arabisch sagt man Al-Nur. Sagt das Jesus Christus auch diese Worte? Betitelt Jesus Christus auch mit dieser Name? Ist Jesus Christus das Licht? Ja, klar und deutlich. In Johannes 18,12. Nun redete Jesus wiederum zu ihnen und sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Er wird das Licht des Lebens haben. Er wird nicht in der Dunkelheit, in der Finsternis wandeln, sondern in das Leben hineinkommen, dass Jesus Christus, er das Licht ist. Jesus sagt, ich bin das Licht. Nur, wenn Jesus sagt, sich Licht nennt, wie kann sein, dass Allah sich auch selber Licht nennt? Wenn du sagst, ich glaube nicht, dass Allah Licht ist, dann wo steht geschrieben, dass Jesus sagt, ich bin Licht? Hier steht geschrieben in Johannes 8,12, dass Jesus klar und deutlich dieser Name auch wiederum sich darauf bezieht, dass er das Licht ist. Wenn bei euch im 99 Namen Allahs Allah Licht ist und hier sagt Jesus Christus, ich bin das Licht. Hier steht geschrieben, dass Jesus sagt, ich bin Gott, mein Lieber. Prüfe deine ganze Schriften, euer ganzes Materielles, was ihr habt, damit ihr weißt, dass Jesus Christus Gott ist. Allah nennt sich auch Al-Ba'as, die Auferstehung. Wenn Allah sich Auferstehung nennt, dann muss es auch wirklich dieser Name stimmen. Aber wer ist dieser Auferstehung? Wer ist diese Auferstehung? Jesus Christus in Johannes. Das finden wir wieder in der Bibel im Neuen Testament. Johannes Evangelium 11,25. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Jesus sagt, wer auch an mich glaubt, auch wenn er stirbt, wird er leben. Er sagt, ich bin die Auferstehung. Wenn Allah die Auferstehung ist, sagt wie Al-Hadi, Al-Ba'as, sag mal,
wenn Jesus auch selbst sagt, ich bin die Auferstehung, mein Lieber, kannst du verleugnen, dass Allah mit dieser Name betitelt und sagt, ich bin die Auferstehung? Wenn du sagst, Jesus ist nicht Gott, dann musst du auch sagen, dass Allah nicht Gott ist. Dass Allah nicht stimmt, seine Aussage. Wenn aber Jesus diese Aussage ausdrückt mit seinen eigenen Worten und sagt, ich bin die Auferstehung, dann verstocke dein Herz nicht, bevor es zu spät ist. Denn Jesus ist die Auferstehung und das Leben. Al-Hayat. Es geht ja weiter, mein lieber Muslim. Und ich bitte auch die alle anderen Christen, die sich wirklich Gedanken machen, ist wirklich Jesus Christus Gott? Ja, klar, Jesus Christus ist Gott. Sonst konnte Jesus Christus keine Sünden vergeben. Wir kommen gleich auch dazu. Denn Gott allein kann die Sünden vergeben. In einer anderen Stelle nennt sich Allah Al-Malak, also der König. Und Jesus Christus nennt sich auch der König. Also, wenn wir zum Beispiel in Offenbarung 17,14 lesen, sie werden Krieg gegen das Lamm, Jesus, also, führen, aber das Lamm wird überwinden, weil es der Herr und König der Könige ist. Also, weil Jesus Christus der König der Könige ist, sagt die Offenbarung hier, dass er Krieg werden gegen ihn führen. Er ist der Herr der Herrscharen. Jesus Christus ist der König der Könige. Also, Al-Malik al-Muluk, der König über alle Könige. Al-Malik al-Muluk, er ist der König der Könige. Jesus allein gebührt die Ehre und Lob und Dank. Deswegen, mein lieber Muslim, mach dir wirklich Gedanken darüber, wenn Jesus Christus und dein Allah jetzt im Koran sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und wiederum sagt er Al-Malak. Und Jesus sagt, ich bin der König. Pilatus fragte Jesus Christus, bist du ein König? Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Erde. Wo ich herkomme, bin ich. Ja, Jesus ist der König. Welchen Reich meint Jesus Christus? Wo war Jesus? Wo kam er her? Von dem Himmel. Also, ein König braucht er hat auch einen Herrscher. Und wenn er Herrscher ist, dann ist er König. Und Jesus bezieht auf den Himmelreich, dass er der König der Himmelreich ist. Dann ist Jesus Christus wirklich der König über alle Könige. Und Israel wusste ganz genau, dass Gott allein sich König nennen darf und kein anderer. Deswegen sagt man die Israeliten auch, Shama Israel, Adonai Echad, Adonai Melech. Also, höre Israel, dein Gott ist eins und der ist der König. Halleluja, gepriesen sei der Herr Jesus Christus. Und deswegen können wir immer wieder beziehen auf das Wort Gottes, dass die Bibel wirklich klar und deutlich zeigt uns, wer wirklich der wahrhaftige Gott ist, im Fleisch gekommen ist. Jesus Christus, mein Lieber. Allah nennt sich auch in einen anderen Namen, betitelt sich mit die Tür, Al-Hadi. In Johannes, Kapitel 10, Vers 9, Jesus sagt, ich bin die Tür. Jesus sagt, ich bin die Tür. Allah sagt, ich bin die Tür. Und Jesus sagt, ich bin auch die Tür. Hier wiederum kommt zum Ausdruck, mein Lieber, dass Jesus wiederum sagt, ich bin die Tür, ich bin Gott. Er ist die Wahrheit, mein Lieber. Und hier zum Beispiel, wenn jemand durch mich eindringt, wird er gerettet werden. Und es soll ein- und ausgehen und Weide finden. Jesus sagt, wer durch mich die Tür hineingeht, er wird gerettet werden. Kannst du einen anderen Weg finden, außer Jesus Christus? Kann sich ein anderer die Tür nennen zum Himmelreich Gottes? Nein, mein Lieber. Denn Jesus Christus hat uns gezeigt, was er wirklich ist und wofür er gekommen ist, damit er für uns sein Leben hingibt, damit wir gerettet werden. Und er hat sein Blut für deine Sünden hingegeben, damit du gerettet wirst. Jesus Christus sagt, ich bin gekommen, die Sünder zu retten. Bist du ein Sünder? Bekennst du deine Sünden? Wenn du heute wirklich aufrichtig bist und dein Herz offen ist, Gott wird dich retten, mein Lieber. Verstocke dein Herz nicht, sagt die Bibel. Wenn du heute seine Stimme hörst, verstockt euer Herzen nicht. Wir gehen gleich weiter. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir immer wieder uns nach den Schriften zuwenden und wirklich, was die Schriften uns vorgeben, dass wir auch das auslegen können, weil das Wort ist sehr wichtig. Jeder kann aus sich selber reden, aber wenn wir die Worte zitieren, dann können wir wirklich sehen, wer wirklich dieser wahrhaftige Gott ist. Jesus bezieht sich, dass er wirklich die Wahrheit ist, das Leben, die Tür ist, die Verstehung. Alle diese Eigenschaften finden wir in Allahs 99 Namen. Und Jesus begibt sich dieser Namen, bevor Mohammed gekommen ist, bevor Koran entstanden ist, bezieht Jesus Christus auf diesen Namen und gibt zu erkennen.
Also, bevor das alles, was ihr schreibt oder zu euch gekommen ist, wie ihr euch nennt, dann war Jesus Christus davor schon, hat er sich alle diese Namen genannt. Also bevor das 600 Jahre, 700 Jahre, 800 Jahre, 1000 Jahre, euer Prophet kommt und euer Buch, ihr nach ihm 300 Jahre geschrieben habt, bezieht Jesus Christus schon lange, hat er sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ist Jesus Christus der wahrhaftige Gott? Ja. Dann prüfe, mein Lieber, bevor es zu spät ist und dass du nicht verloren gehst. In einer anderen Stelle steht geschrieben, dass im Koran, Surat al-Maryam, Surah 4, 171, es gibt zwei Namen, wo es wirklich sehr, sehr wichtig ist, was die Koran auch hier uns vorgibt. Wir können wirklich daraus wieder zu euch zu erkennen geben, dass Jesus aus eurer Schriften sogar wiederum Jesus Christus Gott ist, mein Lieber. Hören wir dir mal zu, mal diese Worte. In dem Koran steht geschrieben, Surah 4, 171, Jesus Christus, Ruh Allah und Kalimat Allah. Geist Gottes und Gottes Wort. Also, wenn Jesus Ruh Allah ist und Kalimat Allah sein Geist ist und sein Wort ist, was ist er dann? Was ist er dann? Dann ist er Gott. Kein Prophet ist aus Geist Gottes. Kein Prophet ist Geist Gottes. Kein Prophet ist Wort Gottes. Aber wiederum sagt ihr selbst mit euren eigenen Schriften, steht geschrieben, dass Jesus Kalimat Allah und Ruh Allah ist. Gottes Wort und Gottes Geist ist. Dann ist er Gott, mein Lieber. Und zum Beispiel in der Bibel, wo finden wir Kalima, das Wort? In der Bibel, Johannes Kapitel 1, Vers 1, finden wir wieder dieses Wort, was Jesus Christus schon damals gesagt hat, wer er wirklich ist. Das Wort. Wir kommen gleich zu diesem Wort, was das Wort sagt. In Johannes Kapitel 1, Vers 1, am Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Also, die Muslime sagen, Jesus ist Kalimat Allah, Gottes Wort. Und die Bibel sagt, in Johannes Kapitel 1, Vers 1, am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also Jesus ist Gott. Und in Vers 14, Johannes Kapitel 1, Vers 14, sagt, und das Wort wurde Fleisch und lebte unter uns. Jesus, Wort Gottes, wurde Fleisch. Gott selbst wurde Fleisch und lebte unter uns. Die Juden haben erkannt, dass dieser Jesus Christus kein einfacher Mensch ist. Er ist nicht ein normales Mensch oder ein Prophet sich nennt. Die Worte, was er gesagt hat, hat die Juden, wirklich damaligen, die Schriftgelehrten, die Pharisäer, alles zum Nachdenken gebracht. Die Macht und die Kraft, was aus ihm ging, das konnte kein Prophet machen und kein Mensch, kein Wesen, außer Gott selbst. Die Juden haben dieses wirklich Eigenschaften an Jesus Christus erkannt. Und diese Worte, was er gesagt hat, ich bin, da haben die Juden erkannt, niemand kann sich ich bin nennen, außer Gott. Und weil er gesagt hat, ich bin der gute Hirte, Psalm 23, sagt David, der Herr ist mein Hirte. Das konnte David auch selbst bezeugen damals, durch die Psalmen, dass der Herr sein Hirte ist, Gott selber. Und Johannes Kapitel 10 sagt Jesus Christus, ich bin der gute Hirte. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und wenn Jesus der gute Hirte ist, niemand kann sich außer Gott betiteln mit dieser Name. Ich bin der gute Hirte. Die Juden haben das erkannt und wurden zornig auf Jesus Christus. Wir kommen gleich dazu, warum die zornig wurden auf Jesus Christus. Nicht, weil er es gesündigt hat, sondern beziehen sich die Juden auf einen Wort. Und das können wir gleich auch zum Ausdruck bringen. Mein lieber Freund, es gibt auch wiederum im Koran ein anderes Wort, wo Allah sich benennt, mit dem 99 Namen, Al-Haq. Also, das haben wir, Al-Khaliq. Al-Khaliq bedeutet klar und deutlich der Schöpfer. Wenn Allah sich der Schöpfer nennt, dann ist er wirklich der alles erschaffen hat. So wiederum auch die Koran oder wiederum die Bibel klar und deutlich sagt, dass Gott der Schöpfer ist. Wenn ihr glaubt, dass Allah Al-Khaliq ist, also der Schöpfer, dann müssen wir sehen, kann einer außer Allah was schaffen, dann muss er wirklich Allah sein. Wenn einer etwas ihm zur Seite gestellt wird, dann habt ihr ihn zu einem ihm gleich gemacht, Gott gleich gemacht. Wir sehen das zum Beispiel im Koran,
in Sure 3, 49, dass Jesus Christus ein Vogel aus Lehm erschaffen hat und ihm Odem gegeben hat. Du kannst nicht sagen, dass er von Gott geliehen war, die Macht. Nein, nein, mein lieber Freund. Dann, wenn du sagst, dass er erschaffen hat, weil es steht geschrieben, niemand kann außer Gott was schaffen. Ihm allein ist diese Macht und Kraft, kein anderen. Gott gibt seine Ehre niemanden. Kein Engel, kein Prophet, kein anderen Wesen, weil er sagt, ich schaffe was ich aus einem selbst. Das wird Gott aus seinem Odem bringen, nicht aus Odem eines Menschen und nicht aus Odem eines Propheten. Deswegen sagt er in Koran Sure 3, 49, seht, sagt Jesus Christus, seht, sagt Jesus, ich erschaffe für euch. Aha, was sagt er? Ich erschaffe für euch aus Ton die Gestalt eines Vogels. Jesus sagt, ich erschaffe für euch eine Gestalt als ein Vogels und werde in sie hauchen. Und ich werde in sie hauchen, sagt Jesus Christus. Ich soll mit Gottes Willen ein Vogel werden. Aha, Jesus haucht. Er sagt, ich erschaffe euch, sagt Jesus, nicht Allah. Er sagt, ich erschaffe für euch aus Ton die Gestalt eines Vogels. Und werde in sie hauchen und sie soll mit Gottes Willen ein Vogel werden. Also, Jesus sagt, ich erschaffe und ich werde sie einjauchen. Denn Jesus hat von seinem Geist gegeben, von seinem Leben, weil er das Leben ist. Deswegen sagt Jesus Christus in Johannes Kapitel 14, 6, ich bin das Leben, Al-Haya. Und niemand kann Leben geben außer Gott allein, weil er das Leben ist. Und Jesus gab diesen Vogel aus Lehm erschaffen und gab ihm Odem und brachte ihn zum lebendiges Wesen. Mein lieber Freund, bedenke diese Worte. Wenn Jesus Christus Al-Khaliq ist, ein Vogel aus Lehm Leben gibt, in sich hineinjaucht und sagt, ich erschaffe euch, dann ist er wahrhaftig Gott. Aus deinen eigenen Quellen, aus deinem eigenen Koran, zeige ich dir, dass Jesus Christus Gott ist, mein Lieber. Mach dich auf die Suche, bevor es zu spät ist. Wenn Jesus Christus bald wiederkommt, da wird keiner dich retten, mein lieber Freund. Denn Jesus sagt, ich bin die Tür. Al-Hadi. Also, da gibt es keine andere Tür. Jesus Christus, der einzige Tür, damit du gerettet wirst, mein Lieber. In Moses, in Torat, in der Bibel, in 1. Moses 2, 7, sehen wir, dass Gott, woraus hat Gott den Mensch erschaffen? Aus was hat Gott den Menschen erschaffen? Also, das lesen wir auch, was im Koran, was Jesus gemacht hat, finden wir wiederum in der Bibel. Wir wissen, dass Jesus Christus der Schöpfer ist. Wir wissen, dass Jesus Gott ist. Wir wissen, dass Jesus Christus das Anfang und das Ende ist. Wir wissen, dass alles aus ihm, durch ihn und für ihn erschaffen ist. Das sagt die Bibel klar und deutlich. Und deswegen kommen wir wiederum zur Bibel, zur Tora, Taurat, 1. Moses, Kapitel 2, Vers 7. Da bildete Gott der Herr den Menschen Staub vor der Erde und hauchte den Odem des Lebens in seine Nase und so wurde der Mensch eine lebendige Seele. Also wer hauchte in den Menschen ein? Gott. Und wurde eine lebendige Seele. Und steht hier geschrieben, er nahm ihn aus Staub nahm er einen Mensch und bildete und gab ihm auch Leben und damit er lebt. Und es wurde eine lebendige Seele, mein Freund. Und was tat Jesus Christus? Nach deinem Koran. Jesus nahm einen Vogel aus Lehm und musterte ihn als ein Vogel und gab ihm Jauch. Und was stand aus ihm? Eine lebendige Seele, ein Vogel, der gelebt hat, mein lieber Freund. Und Jesus sagt, ich erschaffe für euch, sagt Jesus, ich erschaffe für euch aus Ton die Gestalt eines Vogels. Aha, wenn Jesus sagt, ich erschaffe, bezieht sich immer wieder, ich bin, der ich bin. Der Weg, die Wahrheit, das Leben, die Tür, Al-Khaliq, Al-Haq. Alle diese Eigenschaften, nur einer kann sich darauf beziehen, Gott selbst. Und hier sagt Jesus Christus, dass er der Schöpfer ist, mein lieber Freund. In deinem Koran habe ich gerade auch ausgelegt, dass Jesus Christus sagt, ich erschaffe euch
Nicht Allah, sondern ich erschaffe euch. Halleluja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Wir nähern uns die Ende. Woanders, zum Beispiel wiederum in 99 Namen Allahs bezieht die Allah als Al-Afu. Also der Vergeber. Also der Vergeber. Können wir auch das in der Bibel finden, wo Jesus Christus im Neuen Testament sich darauf bezieht? Ja, wir können auch das wiederum Jesus Christus in dieses auch einschaffen und in diesem Wort auch für euch auch auslesen aus dem Wort Gottes und dass ihr wirklich seht, dass Jesus Christus auch der vergibt die Menschen, der Vergeber ist und kein anderer außer ihm. Also wir finden auch wiederum, wenn Allah sagt, ich bin der Vergeber und Jesus Christus sagt, ich bin der Vergeber. Also Jesus gibt ihm wiederum hier, dass er der Herr ist, der alle Menschen vergeben kann. Niemand kann Menschen vergeben, außer Gott, mein Lieber. Zum Beispiel in Markus Evangelium, Kapitel 2, Vers 5 bis 12. Da war ein Jude, der war krank. Und seine Freunde wegen der Menge der Menschen vor die Tür konnten nicht hineinkommen und den Gelähmten vor Jesus Christus zu bringen. Die gingen auf dem Dach des Hauses und taten eine Lücke auf in dem Dach, öffneten ein Fenster und schleusten, brachten den Gelähmten mit dem Seil hindurch zu Jesus Christus. Als Jesus Christus deren Glaube sah, sprach Jesus Christus und drückte mit dieser Worte aus. Als Jesus aber ihre Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Jesus Christus, Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Auch zu dir spricht Herr Jesus Christus heute. Sohn, komme und ich vergebe dir alle deine Sünden. Jesus will deine Glaube sehen. Ohne Glaube kannst du Gott nicht gefallen, mein Lieber. Eine Religion kann dich nicht retten. Keine Religion dieser Welt kann dich retten. Aber Jesus Christus kann dir vergeben. Mag sein, du kannst auch vielleicht sagen, ja, er hat nur gesagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wir gehen mit dem Wort jetzt weiter. Es saßen aber dort etliche von den Schriftgelehrten, da dachten die in ihre Herzen, schriftgelehrte Juden, was redet dieser solche Lästerung? Also für die Juden war eine Lästerung, wenn einer sagt zu einem Menschen, ich vergebe dir deine Sünden. Wer kann Sünden vergeben als nur Gott allein, sagten die schriftgelehrten Juden. Die haben nur in ihren Herzen gedacht. Die haben nicht ausgesprochen mit dem Lippen oder mit der Zunge, sondern die dachten, dass nur in ihren Herzen die Juden, die Schriftgelehrten. Die haben nur in ihren Herzen gedacht, wer kann die Sünden der Menschen vergeben, außer Gott allein? Dieser Jesus sagten die, er lästert Gott. Das war eine Todsünde für die damaligen Juden, die Schriftgelehrten, dass einer sagt, ich vergebe dir deine Sünden. Die Juden haben sofort erkannt, das hier ist es eine Lästerung, weil er sagt, ich vergebe dir Sünden. Dann Gott allein kann die Sünden vergeben. Deswegen sagen doch, nur Gott allein kann die Sünden vergeben, sagen die Juden. Hier klar und deutlich steht geschrieben in Markus Evangelium, Kapitel 2, Vers 7. So, jetzt gehen wir mit dem 8. Sogleich erkannte Jesus in seinem Geist, da sie so bei sich dachten. Also Jesus hat erkannt, wie die Juden im Herzen bei sich gedacht haben. Jetzt gehen wir weiter. Und sprach zu ihnen, warum denkt ihr dies in eurem Herzen? Jesus hat in den Herzen der Schriftgelehrten der Juden hineingeschaut. Mein Lieber, kann ein Prophet in den Herzen der Menschen schauen? Niemand kann den Herzen der Menschen forschen und nachschauen, nur Gott allein. Er, der sichtbar und Sichtbare sieht, allein Gott kann das. Und Jesus sah das Herzen der Schriftgelehrten der Juden und sagt, was denkt ihr bei euch im Herzen? Die haben kein Wort gesprochen gehabt, sondern nur bei sich gedacht ist dieser Jesus. Wenn er nicht allmächtig wäre, wie konnte er den Herzen der Menschen nicht anschauen, mein Lieber? Dann muss er Gott sein. Nur Gott allein kann den Herzen der Menschen. Niemand kann den Herzen der Menschen nicht anschauen. Kein großer dieser Ärzte der Welt, kein Philosoph, kein Forscher, niemand, kein Engel. Nur Gott allein kann den Herzen der Menschen schauen, mein Lieber. Und Jesus sagt zu denen, was denkt ihr in unsere Herzen gerade? Was ist leichter, sagt Jesus Christus zu denen jetzt.
zu den Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben? Oder zu sagen, steh auf und nimm deine Liegematte und geh umher. Jesus sagt, was ist für euch schwer? Wenn ich zu ihm sage, deine Sünden dir vergeben, oder wenn ich zu diesem Gelähmten sage, der nicht gehen kann, steh auf und nehme deine Liegematte und geh. Ist das für euch eine Lästerung gewesen? Jesus kommt jetzt noch mehr härtere Worte. Damit ihr aber wisst, dass der Sohn des Menschen Vollmacht hat. Vollmacht. Er hat die Vollmacht. Wer hat die Vollmacht? Gott hat die Vollmacht über alles. Auf Erden Sünden zu vergeben. Wer? Sagt Jesus, ich habe die Vollmacht auf der Erde zu vergeben. Niemand anders. Keiner kann euch vergeben, weil ich der Wahrheit bin, sagt Jesus Christus. Er ist die Wahrheit, mein Lieber. Sprach zu den Gelähmten, jetzt spricht Jesus Christus zu den Gelähmten, Vers 11 jetzt, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, so steht geschrieben, nahm seine Liegematte und ging vor allen Augen hinaus, so dass sie alle staunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Halleluja. Und das stimmt. Noch nie hat jemals einer gesagt, ich vergebe dir die Sünden, steh auf und geh nach Hause. Und du kannst auch ruhig deine Matte mitnehmen. Mein lieber Freund, steh auf von deinem Tod. Vielleicht bist du nicht gelähmt, wie dieser Mann, was wir gerade gelesen haben. Aber du bist gelähmt im Geist, mein Freund. Du bist voller Sünden. Du bist voller Übelkeit und Bitterkeit. Du stehst vor Gott in der Sünde. Kein Allah, kein Engel, kein Wesen dieser Welt kann dir vergeben. Jesus Christus ist der Einzige, der deine Sünden vergeben kann. Tu Buße, bekenne deine Sünden, so wird Jesus Christus dir vergeben. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Jesus gibt sich zu erkennen, dass er Gott ist, mein Lieber. Ich habe dir aus der Koran gelesen, dass Allah sagt, ich bin die Wahrheit. Und Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Bevor die Koran entstanden ist und irgendeine Bücher, was ihr habt, Jesus hat diesen Namen schon vor 1000 Jahren ausgeredet. Vor 4000 Jahren, vor 3.000, 4.000 Jahren hat Jesus Christus im Alten Testament damals schon sich zu erkennen gegeben, wer er wirklich ist. Aber das ist ein anderes Thema, das können wir in der Zukunft auch noch bearbeiten, auch euch das auslegen. Jetzt kommen wir, die Juden haben damals gesagt, wir haben gerade gelesen, dass die gesagt haben, niemand kann die Sünden vergeben, außer Gott allein. Die haben hier eine Lücke gefunden, um Jesus Christus zu töten. Aha, warum? Nicht, dass er gesündigt hat. Jesus Christus hat gar nicht gesündigt, sondern die haben gesehen, dass Jesus Christus sich Gott nennt. Die Juden haben damals erkannt, dass Jesus sich selbst Gott nennt. Weil dieser Name, der gute Hirte, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg und die Wahrheit, ich bin der König, das alles, was Jesus Christus gesagt hat, haben die Juden erkannt. Dieser Mann, er nennt sich Gott, weil keiner kann sich mit diesem Namen betiteln, außer Gott alleine. In Johannes Kapitel 10, Vers 33, davor sagte die Juden, Jesus Christus sagt ja, was sucht ihr mich? Warum wollt ihr mich töten? Die Juden sagen, wir suchen dich und wir wollen dich töten, nicht wegen einer Sünde. Jesus sagt, habt ihr eine Sünde an mir gefunden? Eine Fehler? Sagen, nein, wahrlich, wir haben keine Sünde an dir gefunden. Wir haben keine Fehler. Aber, weil du dich selbst Gott nennst. Das lesen wir gleich in Johannes Kapitel 10, Vers 33. Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen einem guten Werk wollen wir die steinigen. Aha, die wollten Jesus steinigen, nicht wegen einem guten Werk. Klar und deutlich, weil Jesus gut ist. Jesus hat das Beste, was jemals uns Menschen zugestoßen ist. Jesus ist das Beste, was uns Menschen geschehen ist. Da wahrhaftige Gott im Fleisch gekommen ist und für uns zu sterben, damit wir in Ewigkeit leben. Gott hat uns wirklich die Wahrheit gezeigt in Jesus Christus. Denn Jesus ist der wahrhaftige Gott, mein Lieber. Die Juden antworteten ihm und sprachen, nicht wegen eines Gutes Werkes wollen wir die steinigen, sondern wegen Gotteslästerung. Sondern wegen Gotteslästerung, sagen die. Und zwar, weil du, der du ein Mensch bist, dich selbst zu Gott machst. Es war, weil du nur ein Mensch bist, sagten die Juden, aber du machst dich selbst zu Gott. Weil Jesus die Worte
ernannt hat und erwähnt hat, der wirklich nur Gott sich selbst mit diesem Namen betiteln kann. Also, die Juden wussten was genau, wer dieser Name was bedeutet. All diese ganzen Namen, der ist der gute Hirte. Alle diese Namen beziehen sich nur auf Gott allein, mein Lieber. Und deswegen sagt Jesus Christus, ich bin gekommen, um für deine Sünden zu sterben. Und wer an mich glaubt, wird in Ewigkeit leben. In Johannes Kapitel 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingab, damit jeder, der an glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat, mein Lieber. Und in 1. Johannes Kapitel 5, Vers 20, und dieser ist es, das ewige Leben und der wahrhaftige Gott Jesus Christus. Der ist es, der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Also wenn Jesus wirklich der wahrhaftige Gott und das Leben ist, dann ist es alles anderes sinnlos, was du dir jahrelang zugesammelt hast in deinem Herzen und deinem Verstand. Du kannst heute dir selbst Gedanken darüber machen, wer ist dieser Jesus Christus? Ist dieser Jesus Christus wirklich Gott? Kann mir meine Sünden vergeben? Dann komm, sagt Jesus Christus. Und komm mir entgegen, sagt der Herr Jesus Christus. Probiere doch mit mir, sagt Jesus Christus. Rufe mich und ich werde dir erscheinen, sagt Jesus Christus. Und ich werde dir zeigen, dass ich dir deine Sünden vergeben kann. Und du wirst sehen, dass Jesus deine Sünden vergeben. Egal wer du bist, woher du kommst, wie du bist. Gott liebt dich. Er schaut nicht auf dein Aussehen. Gott schaut auf deinem Herzen. Und das hat Jesus auch bei den Juden den Herzen erkannt. Und schaut in deren Herzen und sagt, was denkt ihr bei euch? Sagt Jesus Christus. Jesus kann auch deinem Herzen. Er kennt dein Herz. Er schaut in deinem Herzen, mein Lieber. Du kannst auch beten heute zu den Herrn Jesus Christus. Herr Jesus, wenn du der wahrhaftige Gott bist und für meine Sünden gestorben bist und auch verstanden bist, ich bitte dich, Herr Jesus, komm in meinem Leben. Niemand braucht dich sehen. Du brauchst niemanden vormachen. Du brauchst kein Gebet, der einfach vor den Menschen gemacht wird. Dann vielmehr sagt Jesus Christus, geh in dein Kammerlein und bete in Verborgenheit. Und dein Vater, der verborgen ist, er wird dir vergelten, mein Lieber. Ich danke euch für die Zuhörer. Jesus Christus segne euch und stärke euch. Und ich hoffe, dass ihr auch wirklich euch Gedanken darüber macht. Und ich bitte euch, macht euch Gedanken über diese Worte, was ich gesagt habe. Denn dieser Name, was wir heute genannt haben, aus der Bibel und der Koran, dass Jesus Christus das Geist Gottes ist und Gottes Wort, was die Koran sagt. Und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit des Lebens. Und dennoch in Johannes Kapitel 1, Vers 1, am Anfang war das Wort, und das Wort war bei und das Wort war Gott. Ihr im Koran steht geschrieben, klar bei euch auch, Jesus ist das Wort Gottes. Und Jesus sagt, und ich bin das Wort des Lebens. Halleluja. Alle Ehre dem Herrn Jesus Christus. Bis zum nächsten Mal. Gottes Segen euch allen. Amen.